Es sind froh, wenn ich heieren, dass wir alle gut dieselben Gefühle delen, von David Matlet, aber Schock, wenn man gesehen, wer da Mitte mir da geschieht, wo Hunderte, wo Leute sterben, an Seenot sind und nicht können geholfen kriegen. Das ist echt eine wichtige humanitäre Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind, an das Konsequenzen machen und zu verhindern, soweit wir können, dass Leute da schrecklichen Tod müssen sterben. Da sind wir uns alle gut hier eins. Und es sind umso mehr froh darüber, weil man ja auch an der Tisch schon andere gesuchte schreckliche Sachen in letzter Zeit gesehen haben, wo Assoziationen hier am Land existieren, die so Sachen schreiben, wie uns Politiker spielen uns eine heuchlerische Menschlichkeit für ihre kreische Krokodilstränen für die, die ersoffen sind und heimlich machen sie mit den Schleiser gemeinsam Sachen und Ähnliches mehr. Das ist vollkommen inakzeptabel und ich bin froh, dass hier an diesem Parlament Politik auf eine verantwortliche und ethische Manier gemerkt wird und ich meine, das steht aus dem Land gut zu Gesicht. Wir müssen aber, wenn wir über Flüchtlingspolitik schwätzen, immer einen objektiven Blick haben und noch gucken, dass wir die Verantwortung, die wir hier müssen exerzieren, so ausfüllen, dass wir wirklich alle Aspekte konsiderieren und eine dauerhafte Lösung für die Probleme können herausschälen, mit dem wir konfrontiert sind. Es fängt immer mit der Terminologie an. Ich bin froh, dass der Minister, wohin als seine Präsentation gemacht hat, klar einen Unterschied gemacht hat zwischen Migranten, Flüchtlingen und Asylanten. Das sind wichtige Unterschiede. Ein Flüchtling ist ein, den sich kann auf spezielle Konditionen referieren, die an einer UNO-Konvention von 1951 präzisiert sind. Nicht jeder, den ihr Mittelmeer kennt, erfüllt die Konditionen. Nicht jeder ist ein Flüchtling, auch wenn der Tag so durchgestaltet wird. Es sind einfach viele Migranten dabei. Und muss ich so legal gesehen, sind sie illegal. Rechtlich sind es illegal Migranten zu einem großen Teil. Aber wir müssen gucken, dass wenn wir die Diskussion hier feiern, mit aller Humanität, zu der wir verpflichtet sind, und die als wie gesagt gut zu Gesicht steht, dass wir aber die Logik von unserem Rechtssystem respektieren und auch präservieren. Ein Rechtssystem, den schon ganz lang gut gedenkt wird, die wichtig ethische Elemente aus sich hat, an dem wir müssen auch an dieser komplizierten Diskussion präservieren. Wir haben auch die Pflichtmenge für all rhetorischem Exzess zu protegieren. So grausam die Situation hier ist, mit so viel Todesschen. Also es aber nicht die schlimmste Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, mit der wir konfrontiert sind. Wie viel Genozide, wie viel dramatische Situationen mit Millionen von Todesschen Hummer an den letzten Jahrzehnten kann. Es so nicht, sind die Letzten, in der seht, dass das nicht eine schreckliche Situation ist, als so viele Leute sterben, dass wir hin müssen helfen, schon das gesagt, aber wir müssen einen objektiven, klaren Blick haben. Dazu gehört auch, dass wir eine Krise nicht instrumentalisieren, wie politische Ziele durchzusetzen, wo eigentlich die schreckliche humanitäre Situation geholt wird, wie auch andere Interessen zu promovieren. Dazu gehören, und das sind Sachen, Beispiele, die ich aus der Presse oder von Movimenten holen, die sich zu dieser Thematik geäußert haben, die wollen alle Grenzen abmachen, zum Beispiel in Europa, auch grundsätzlich auch vorstellen, die Rechte von den Ländern können über eine Immigration choisie zu dezidieren und nicht eine Immigration subie müssen zu erleiden. Nein, Länder haben Recht. Wir können heraussichern, wie sie hier Immigration wollen gestalten, auf wen sie gerne an den Ländern hätten, auf wen sie wollen an ihre Gesellschaft integrieren. Wir können nicht hingehen und einfach Grenzen abmachen, weil das ist auch keine dauerhafte Lösung. Das ist keine dauerhafte Lösung, die Grenzen ganz abzumachen aus zwei Gründen. Der erste Effekt Aspirateur, den aber da könnt, nämlich, dass wenn wir Grenzen abmachen, dass wir nicht können, irgendwie Stopp sagen, es kommen dann immer mehr Leute. Aber wir kriegen es auch an unsere Gesellschaften nicht mehr integriert, wir können sie nicht mehr all abholen. Wir kommen für Probleme, nicht nur von logistischer Natur, sondern auch von Akzeptanz von der Bevölkerung. Und wir wollen eben just nicht so Movimenten stärken, wie die ich schon drunter zitiert habe, an ihrer Grausamkeit, an ihrer Politik ohne Herz, und mit einer großer Dummheit auch nach man ihre Forderungen formuliert. Selbst wollen wir nicht. Das heißt, eine Verantwortungspolitik muss auch ein Sinn, die, wie gesagt, als Rechtssystem präserviert, und gleichzeitig Kapazität d'accueil, auch mit berücksichtigt von unseren Ländern, den Wunsch von den Leuten für generös andere abzuholen, die an Not sind, und auch eben guckt, dass man da eine dauerhafte Lösung haben. Wir müssen also eine Analyse und Problem machen, die objektiv ist. Nicht jeder, den aus Afrika kommt, also Flüchtling für Krieg. Es sind noch viele, die aus afrikanischen Regionen kommen, die stabil sind, die politisch stabil sind.
Wir hatten an den Ländern, wo da viel hier kommen, sind de Benin, de Senegal, de Ghana und Côte d'Ivoire. Da ist nicht überall Krieg. An das Afrika-Bild, was heute noch viel propagiert wird an Europa, das entspricht nicht der afrikanischen Realität. Es wird heute gesagt, an meinen Ferien von den Geringen, die nicht nur einer Strafe für 5.000 bis 15.000 $ kann geben, für einen Schlepper, der sich für einen Überfährt, das sind nicht die Ärmsten, die an der größten Not sind. Das sind Leute aus der Mittelschicht, die auch an den Ländern gebraucht werden, wo sie hier kommen. Also net e Brein drehen, Wa mir ha dat encouragieren, dat ze riverkommen, soll man net dafür sorgen, dat die Leute an ihren egene Länder auch bleiben an helfen ihr egene Länder mat abzubauen an die finanziellen Ressourcen, die aber objektiv hun wird, das könnten sie auch nicht die Schlepperbanden finanzieren, für die auch an die Zukunft von ihren egene Ländern zu investieren. Wir haben auch ein Risiko, den heute bislang nicht annimmt, mit denen aber auch real ist. Wir müssen konfrontieren, dass das verschiedene extremistische Organisationen als so wie den islamischen Staat, nämlich Staat zu wollen, Leute mit infiltrieren, an das Sicherheitsrisiko als auch gehen, an eine verantwortliche Politik, als auch eng, die guckt, dass man das Sicherheitsrisiko minimieren, und noch genau gucken, wen du an Europa könnt. Schlepperbande sind Krimineller, aber da muss man es auch so behandeln, wie am Seerecht Krimineller behandelt gehen. Der Conseil Européen hat dazu gesagt, dass eine Zerstörung von den Schiffen gedurcht gehen, wir werden das nicht probieren. Da muss man gucken, was dabei rauskommt. Die europäische Generosität, dass man also, wir müssen Leute abholen als Grundhaltung. Das ist aber etwas, für den auch, sagen wir mal, muss man mit anderen Modellen können vergleichen. Der LAP hat hier erklärt, es wäre eine Sache von der Menschlichkeit und es ging keine Alternative dazu geben. Ich weiß es nicht. Wir wollen ja den Leuten helfen. Es gibt das Modell von den offenen Grenzen oder von einem teilweise offenen Grenzen. Ich will hier just sagen, dass Australien ein anderes Modell geholt hat. Das ist kein inhumaner Staat. Das ist eine Demokratie mit hohen ethischen Werten. Die machen komplett zu. Für zu verhindern, dass irgendeiner an ein Boot klimmt, und dringt, sie retten Leute, und bringen sie an eine humanitäre Sicherheitszone. Aus dem Modell, menschlich, also nicht den wir wenigstens auch müssten evaluieren, wenn wir gucken, wie wir das Problem sollen insgesamt gerieren. Die Demokratische Partei hat auch an anderer Mensch auch schon für Drohnen froh abgeworfen von humanitär gesicherten Zonen. Die ist berechtigt. Aber wenn du davon schwätzt von humanitär gesicherten Zonen, dann muss ich überlegen, wie bringen den du hin? Muss man nicht all die Leute, dann, die man auf See retten, da hinbringen? Oder wie will man dann eine Selektion nachmachen zwischen Leuten, die an eine humanitär gesicherte Zone sollen durchgehen oder die direkt in Europa gehen? Wir brauchen eine Kohärenz an dem Ganzen. Aber wir müssen wissen, auch an unserem Diskurs, dass nicht ein Modell de Monopol op Menschlichkeit huet an all einer Modelle verurteilenswert sind, weil wat für uns zählt, als aber dat man de Leute helfen, sie retten, hin können in Zukunft gehen, aber gleichzeitig auch die legitime Interesse von unseren eigenen Gesellschaften an unseren eigenen Gesellschaftsordnungen dabei präservieren. Da sind Arbitragen zu machen, Gleichgewichte zu machen, aber es kann nicht probieren, einen Standpunkt zu diskreditieren. Wir müssen also auch frohen, bei den Sachen, die im Europäischen Conseil dezidiert gehen, und was das für Konsequenzen für Lützeburg hat. Mir als echt will ich schlecht so, wenn wir hier vom demografischen Defizit schwätzen in Europa, dann ist auch da nicht die einzige Lösung die Migration. Für uns, auf jeden Fall mal für die DDR, als eine demografisch verantwortliche Lösung eine gute Familienpolitik, langfristig. Aber wir können nicht gehen, weil wir ein demografischen Defizit in Europa haben, brauchen wir Immigration. Auch da gibt es andere Lösungen, die wir nicht sollten aus den Augen verlieren. Wenn wir da als Lützeburger, der Minister hat das gesagt, müsste mehr Leute abholen. Da muss man uns auch da fragen, was heißt das konkret? Wie viele Leute soll man hier abholen? Wie viele Leute soll man hier abholen? Haben wir nicht auch da Grenzen? Was ist ein humanitäres Visa? Wie soll das funktionieren? Wie kann ein humanitäres Visa kriegen? Alles das sind eigentlich, was soll eine Relokalisation sein, von der der Minister geschwärzt hat? Wer soll relokalisieren? Wie viele Leute? An welchen Ländern soll das abgedeelt gehen? Und sich sind das alles Großprinzipien, die hier abgeworfen gesehen, aber es sind mehr Frohen, die als hier gestaltet gehen, wie Antworten. Dafür ist es schon wichtig, dass man nicht nimmer als verlieren an gut gebankten Reden mit großen humanitären Prinzipien, die wir alle unterschreiben, die alle richtig sind, mit die aber nicht allein durchgehen, für eben das
zu kreen, was wir als ADR hätten, eng dauerhaft Lesung am Interesse von denen Leute, die kommen, am Interesse auch von Eisestaaten, weil wir sollen sie abholen, und wir sollen eng Zukunft für die Leute garantieren. Die Diskussion als nicht High River mit Sondes reden. Sie geht schwer an den nächsten Moment, weil wir müssen Decisionen holen. Wir müssen Decisionen holen, die man nicht können mit Schlagwörter bezeichnen, nicht den Anspruch auf ein humanitäres Monopol für eng Lesung erheben, an aber verantwortlich sind, wie ich gesagt habe, Politik mit Ethik feiern. Letztes Mal ganz gut mit Australien am Sicherheitsrat zusammen geschafft. Und ich will Australien nicht kritisieren. Aber auf dem Punkt, den der evakuiert hat, Australien hat für die Leute, die Meer beigekommen sind, Grenzen absolut zugemacht. Sie haben uns auf 2 Inseln geschickt. Auf Papua Neuguinea und auf Nauru. Nauru und Papua Neuguinea sind Entwicklungsländer. Und du nachher hat ganz scharf dagegen protestiert, dass Australien die dort den Schritt gemacht hat. Dafür gebe ich Mengen, wir sollten da aufpassen, Herr Karteiser, dass wir wirklich an Europa nicht als ein Modell hören, dem heißt alles wie wir. Mehr will ich nicht so. Herr Karteiser, selbstverständlich würde Maike. So, dem Herr Minister, merci für seine Reaktion, weil das weiß, dass ihn sich auch interessiert für andere Modelle und das zur Kenntnis. Ich will aber so ihre Australier kritisieren. Dass wir Europäer und noch gewisse Ministerin, die Banne sind, Herr Minister, aber auch eine Verantwortung haben, für das, was in Libyen entstanden ist. An ihre Australier, für das kritisieren, was da geschieht, erinnern ich daran, dass hier in Europa viel Leute aus humanitären Gründen damals eine militärische Intervention in Libyen gefordert haben, die zu der Situation gefeiert hat, die wir heute in Libyen kennen. Ja, nee, ich will just sagen, dass wenn in einer Sicherheitszone auf Nauru installiert a gewisse legal aufgesicherten an sichere Konditionen, dass das vergleichsweise besser ist, wie das was als Resultat von europäischer Politik in Libyen entstanden ist. Mit alle guten Intentionen, auch dir hat damals in Libyen geschwärzt von Völkermord in höchster Potenz, und auch dir wurde für die militärische Intervention. Und heute haben wir einen Staat, den Zerfall ist, an die Schlepperbanden hat, wo Geheimdienste Leute schleißen, und dafür so nicht eher schon in Konsequenzen im australischen Handel geguckt. Und ich gucke die Konsequenzen im europäischen Handel in Libyen. Da ging ich in Australien recht. Auch da, Herr Minister, ging ich so, lass mal auffeiern, lass mal nicht die eng kritisieren, an alles gut durchstellen, wenn ich gucke, was Europa da gemacht hat, an der Außenpolitik, dann ist das kein Succès.